Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach der Partie gegen die TSG Hoffenheim, 15:0 Heimsieg am 17. Bundesligaspieltag. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr hier kein Video und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Ja? Vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein in den Bums. Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem 15:0 Heimspielsieg des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim. Ich darf die beiden Cheftrainer Christian Ilse und Vincent Kompany begrüßen und wir starten wie gewohnt mit jeweils einem kurzen Statement. Bitte, Christian. Ja, Gratulation, Glückwunsch zum hochverdienten Sieg. Man kann hier 5:0 verlieren. Die Art und Weise ist natürlich schon ja, über das wir schon uns intensiv unterhalten müssen. Ja, Hoffenheim hat es uns natürlich auch sehr leicht gemacht in der letzten Reihe, das muss man schon sagen. Ne? Muss aber ehrlich sagen, im Moment in unserer Verfassung ist Bayern München sicher nicht unser Maßstab. Und trotzdem muss man hier anders auftreten, sich anders wehren, viel aktiveren Ansatz wählen. Und deshalb schmerzt diese Niederlage. Ist aber jetzt auch unsere Aufgabe, wenn wir in 3 Tagen das wichtige Spiel in Kiel haben, uns jetzt nicht gegenseitig zu zerstören, sondern Lösungen finden, um aus dieser schwierigen Situation gesund und erfolgreich rauszukommen. Dankeschön. Dann Vini, deine Einschätzung. Ja, also wir haben natürlich dieses Spiel mit viel Respekt für die Gegner. Ich meine, wir haben ja schon genug lobende Worte zur Leistung und zu den einzelnen Spielern gesagt. Aber Leute, wenn das so bleibt, aber mal einen ganz klaren Daumen hoch, Alter. Der Ton ist heute mal Bombe von der Lautstärke. Läuft bei uns. Vorbereitet und wir haben auch die gute Phase gesehen von Hoffenheim und es war sicherlich für uns von Anfang an nicht so, dass wir gedacht haben, das wird leicht oder so, aber letztendlich wir haben gute Spiele und sehr, sehr viele gute Spiele und die haben heute Spielfreude gezeigt und dann können wir zu Hause natürlich immer gefährlich sein und hoffen. Und vor allem, ich habe schon in der Analyse gesagt, wir haben die Spielfreude auch gezeigt ohne ein Jamal Musiala. Ja. Thomas Müller, ja, kann man darüber diskutieren. Spielfreude war aber auch stark, die erste halbe Stunde. Das war schon gut. Ich auch gewinne und das hat, glaube ich, heute das Unterschied gemacht und ja, natürlich zufrieden und hoffentlich können wir das weiter durchziehen. Dankeschön. Starten wir mit den Fragen. Links geht's los. Christian Kunz für die dpa. Guten Abend, eine Frage an Herrn Kompany. Leroy Sané hat rechts effektiver gespielt als auf dem linken Flügel. Wie haben Sie seine Leitung heute gesehen? Leitung? Ja, okay. Ja. Sag doch eigentlich nichts gerne zu einzelnen Spielern. Aber ja, ich denke, man hat heute gesehen, dass Leroy Sané heute Bock hatte. Er durfte endlich mal rechts spielen, mal von Anfang an. Ist für mich natürlich trotzdem keine Alternative zu Michael auf Dauer, auf der rechten Seite. Also er wird sich damit abfinden müssen, auf der linken Seite zu spielen, meiner Meinung nach. Aber wer weiß, was ein Vinny durch den Kopf geht. Heute war es ein starkes Spiel von Leroy, das können wir sagen. Aber dafür jetzt einen Michael opfern auf der rechten Seite wäre natürlich eine Katastrophe. Ja, für jetzt ein gutes Spiel von Leroy. Das muss man halt erstmal, er müsste es halt erstmal mal so über 5, 6, 7, 8, 9, 10, mal eine ganze Hinserie, wie es ein Michael getan hat, bestätigen. Dann könnten wir gerne mal über einen richtigen Konkurrenzkampf reden, aber jetzt nicht durch einmal gute 45 Minuten. Ne? Wobei wir die nicht schlecht reden müssen. Er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Dieses Statement ist ein bisschen zu schwarz-weiß für mich, weil er hat im letzten Spiel gegen Leipzig zu Hause 5:1 hat er links gespielt und dann 8 Tore gemacht. Aber wenn wir das nicht als festes Statement
verstehe ich die Frage über seine Leistung. Und natürlich, es ist einfach so, dass wir einfach mit der Qualität von diesen Spielen immer eine Chance haben, dass die, auch wenn es manchmal nicht 100% klappt, dass sie am nächsten Spiel einfach wissen, genau was die bringen müssen. Und, ja, da gehe ich nicht mit, Alter. Sorry. Da gehe ich nicht mit. Ich meine, klar, die Leistung von Leroy gibt ihm recht, ja, dass er ihn aufgestellt hat. Bei mir hätte der erstmal aber Minimum 3, 4 Spiele eine Denkpause bekommen. Er hat so viele Chancen die letzten Spiele gehabt und hat sie kläglich dahingeschmissen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es wirklich daran, dass er keinen Bock hat, auf der linken Seite zu spielen und da so die Lustlos-Einstellung durchkommt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wäre das dann eine Erklärung, ja, weil man kann sich das teilweise nicht erklären. Vielleicht will er sich aber auch selber jetzt nochmal ins Schaufenster stellen, ja. Dass vielleicht noch der eine oder andere größere Verein auf ihn aufmerksam wird. Der Vertrag läuft aus. Wenn man dem Glauben schenken darf, was man so hört, ist der FC Bayern gerade nicht gewillt, unbedingt zu verlängern. Und vielleicht will man dann einfach nochmal zeigen, ich kann es noch. Ja, weil die letzten Spiele, das war ja auch keine Bewerbung für irgendwelche großen Mannschaften, die er da gezeigt hat. Ja. Keine Ahnung, wir werden es sehen, die nächsten Spiele. Wenn er die Leistung immer bringt, wie er sie heute gebracht hat, gibt es auch nichts zu kritisieren über Leroy. Für mich gehört er trotzdem weggegeben. Wenn wir die ganzen 5 Jahre sehen, die er beim FC Bayern ist, war das Leistungsniveau nicht einmal ansatzweise da, dass man sagt, geil. Ist ein richtig wichtiger Spieler für den FC Bayern. Ja. Aber letztendlich ist das auch normal. Es ist nicht nur Leroy, es sind auch die anderen. Und Hauptsache für mich ist auch, wenn die mal nicht ein Tor treffen, dass die auch sehr hart arbeiten für die Mannschaft. Und ja, da gehe ich mit. Ja, aber das hat ein Leroy halt nicht getan, die letzten Spiele. Ja? Oder nur bedingt. So, das ist ja das große Thema. Dann kam halt wieder so diese Lustlos-Einstellung und ach nee, komm, drauf geschissen. Dass die nicht immer ein Tor schießen, haben wir heute gesehen. King hat heute auch kein Tor gemacht, hat aber ein gutes Spiel gemacht. Ja. Ich kann auch damit leben. Auf der rechten Seite Florian Eisele für die Augsburger Allgemeine. Ja, da anschließend der Company auch an die Frage Leroy Sané. Bekanntermaßen läuft der Vertrag ja aus. Wie gerne würden Sie angesichts so einer Leistung mit ihm auch im nächsten Jahr zusammenarbeiten? Und dann noch eine Folgefrage 53. Alter, diese Frage ist sowas von unverschämt. Ja? Sorry, dann nimm doch die Frage bitte die laufende Saison mit rein. Ja? Fangen wir jetzt an zu sagen, der hat doch jetzt ein gutes Spiel gemacht. Wie gern würdest du denn jetzt mit dem jetzt unbedingt nächstes Jahr verlängern? Sag doch mal, guck mal, wie wollen sie denn gerne mit Leroy verlängern, der jetzt ein gutes Spiel aus den, weiß ich nicht, 15 Einsätzen, die er gehabt hat, oder was? Also. Tore nach 17 Spielen zur Halbzeit, ist das vielleicht ein Punkt, wo Sie sagen, 100 Tore hätte ich gerne in der Saison erzielterweise? Auch das, wen interessiert's, Junge? Als wenn er sich jetzt da hinstellen würde und sagen würde, ja, unser Ziel ist 100 Tore zu schießen. Dann schießen wir 100 Tore und wären Dritter. Wen interessiert es dann, ob du 100 Tore geschossen hast? Unser Ziel ist, Meister zu werden, jedes Spiel zu gewinnen. So, ob das 1:0 ist, ob das 5:0 ist oder 3:2, interessiert nach einer Woche keine Sau mehr. Ja? Es interessiert uns in dem Moment, dass man was kritisieren kann oder loben kann. Wie gegen Gladbach kannst du die Chancenverwertung kritisieren. Heute gibt es gar nichts zu kritisieren. Heute gibt es nur zu loben. Was ist das denn wieder für eine Frage, Alter? War der von der Bild oder was? Ich habe es nicht mitgekriegt. War auf jeden Fall, könnte eine Bildfrage sein. So, die erste Frage über die Verträge. Ich habe es gesagt, es ist ganz einfach für mich. Ich mache einfach nicht mit in die Diskussion. Ja, richtig so. Wichtig ist für mich die Leistungen. Und wenn sie es haben über 100 Tore, das ist für mich auch keine... es geht bei mir eigentlich nur über das nächste Spiel und wie wir im nächsten Spiel in jeder Phase wieder versuchen, gefährlich zu sein. Wir sagen das immer, wir wollen nicht nur gefährlich sein, wenn wir den Ball haben, aber auch ohne und auch in Standardsituationen. Und wenn das so ist, dass wir dann viele Tore schießen, dann gut, aber es geht eigentlich nur darum, dass wir die Spiele gewinnen. Der hätte diese Antwort auch nur ansatzweise erahnen können.
Dann Genau, hier auf der mach rechten Ende. Seite auch Florian Schimack für Merkur TZ Online. Grüß Gott, Herr Kompanie, Glückwunsch zum Sieg. Sie haben heute relativ früh gewechselt. Zum einen in der Halbzeit ist Kingsley Coman in der Kabine geblieben. War er irgendwie angeschlagen oder war das aus Schonungsgründen? Mathis Tel kam rein und auch Harry Kane ging nach 60 Minuten vom Platz. Hatte das? Wir haben sehr viele Spiele und wichtigste für uns ist, dass die... Ja, vollkommen richtig. Es wird Zeit, dass wir das endlich machen. Ja? Wir haben es lange Zeit nicht gemacht. Wir haben diesen Kader, Alter. Wir haben es heute gesehen, wenn du in der 67. Minute oder was das war, einen Michael bringen kannst und in der 80. noch einen Jamal Musiala und zwischendrin in der 60. Minute Leon Goretzka und Serge Gnabry, Alter, dann musst du das auch machen. Und wenn es 3-0 steht zur Halbzeit, dann musst du dem Jungen die Chance geben, auch wenn er das gerade vielleicht nicht so verdient hat. Wenn du dich da hinstellst, eine Pressekonferenz vor 3 Tagen und sagst, Mathis Tel ist Spieler des FC Bayern, wir wollen, dass Mathis Tel sich hier durchsetzt, dann musst du dem Jungen die Chancen geben. Egal wie schlecht die Leistungen auch sein werden. Und wenn es 13-0 steht, dann ist das die Zeit, wo du den Jungen die Spielzeit gibst. Punkt. Ja, fertig. Kader fit bleibt und das war eine sehr gute... Mathis hat gut trainiert und das war einfach sein Moment. Keine Fragen, Wünsche mehr? Sehr gut. Okay, dann vielen Dank. Kommen Sie sicher nach Hause. Wetter ist ein bisschen tricky. Alles Gute. Danke. Servus. Danke. Die Fragen hätten auch nur noch beschissener werden können, wenn wir ehrlich sind. Die Fragen waren ja wieder... Weiß ich auch nicht. Vielleicht raffen die Reporter das aber jetzt auch endlich, dass ein Winnie nichts mehr sagt zu irgendwelchen Vertragsdetails und das ist auch völlig richtig so. Das interessiert auch keinen. Das sind Internas, da wird er seine Meinung äußern, ob er lieber unbedingt haben möchte nächste Saison im Kader oder eher nicht so und eher was Frisches. Aber das ist nichts, was man öffentlich äußert. Ja. Da gehe ich voll mit, dass er sagt, sich hinsetzt und sagt, ja, die Spieler, die ich habe, das sind meine Spieler und gut ist. Gut, Leute, kurz und schmerzlos. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Rot-weiße Grüße gehen raus, wie immer an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für euren Support. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Tschüssi.